Dieses Video wird unterstützt vom Ministère de la Culture. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Filmlife. Sinners ist den neuen Film von Ryan Coogler. Und ob das mal endlich ein richtig guter Film ist, der am Kino lebt, das gucken wir uns mal an dieser Episode an. Lang sind wir am Kino mit Mittelmäßigkeit gestraft gehen. Aber der Ryan Coogler hält uns aus dem Loch von der Mittelmäßigkeit endlich raus. Ehrlich gesagt, wusste ich nicht so ganz, was mich hier erwarten sollte. Hier geht es Twins, Anke the Stack and the Smoke, die alle beide gespielt haben von Michael B. Jordan. Und die kommen aus Chicago, zurück an die heimische Mississippi, holen sich da mal ihre Cousin, den Preacher Boy, Samuel Preacher Boy, holen sie sich den mal mit und dann wollen sie so eine Art Bluesclub gründen und dann do hier Geschäfte machen. Gesagt, getan, sie kaufen dann eben so ein altes Sägewerk und dann fängen sie an, das Ganze eben an die Wehr zu leden, bis das hier Party irgendwann gecrashed wird. Mehr will ich dazu auch nicht so, weil leider hat die Marketingabteilung von Sinners wirklich richtig gepannt an Sachen einfach mal ganz krass gespoilert. Weil an der Halschen vom Film kriegt er einen Twist serviert, den sich wirklich gewaschen wird an und sagen wir mal so an alle Filme erinnert von Robert Rodriguez, man Tarantino an der Rolle. Leute, die wissen, von wer die schwätzen, die wissen nicht. Und ich weiß nicht, ob ich von Spoiler schwätzen kann, weil das so ein Poster zu gesehen und das auch am letzten Trailer zu gesehen. Wenn da mir aber nur lauscht hat, dann guck dir nicht und geht Sinners einfach blank gucken. Weil das faszinierend in dem Film hier ist, als dass der Film vom Genre hier gar nicht richtig zuzuordnen ist. Eigentlich schenkt er ganz eine Art Genrefilm zu sehen, da schenkt er doch immer Musikfilm zu sehen. Da geht dem Thema wie an Ungerechtigkeit zwischen schwarzer, weißer und 30er Jahren, also Rassismus, also großes Thema, Sklaverei ist auch noch immer ein Thema. Da geht es aber andererseits den Blues, den wirklich wahnsinnig gut angefangen wird. Und dann irgendwann kippt das Ganze dann noch so mal an eine Art Horrorgenre ruf, und das ohne wirklich trashig zu gehen. Und das ist ganz faszinierend, wie der Ryan Coogler halt die viel verschiedene Genres zusammen mixen kann und du wirklich etwas draus basteln kann, was absolut funktioniert. Aber wenn die Film wie lang wirken lässt, wenn die mehr lang aus dem Kino ist, wird der Film umso besser geht. Wenn die mehr drüber nachdenkt, an wen sich einfach nicht mehr denkt, wie viel Themen du abgemacht gehen, und das alles schön an den Nähe greift, dann alles seine Daseinsberechtigung hat, dann alles der Film zu dem mischt, was denn ist. Dazu könnte dass der Film bombastisch gut ausgesehen. Extrem schön Set-Pieces kriegen wir hier. Eine ganz liebe Welt, hier ist ganz viel Laser in der Szenerie. Ganz viel Nebendarsteller oder Statisten. Sein 30er Jahren amerikanischer Staat wird hier wirklich beliebt durchgestaltet. An der Film gesagt eben schon lange nehmen, wie gemacht ist, extrem gut aus. Und das haben wir mit IMAX gedreht gehen, wenn das IMAX die besten Decision, die in holen kann, für den Film gucken zu gehen. Ich habe schon Bellval am Screen X gesehen. Ich bin nicht so ein riesen Fan vom Screen X, weil die Projektoren auf der Seite, wenn die dann umgehen, den dann ist die Loot oben. Mich stört das ein bisschen. Aber ich denke, am IMAX ist das ganz einen guten Tick besser. Und ich ging sogar so, ich gucke mal den eventuell sogar einen zweiten an, weil der Film so viel zu bieten hat, dass ihr seht, ich meine, ein zweiten könnte einem nach Sachen auffallen. Der Cast dabei ist auch noch absolut gelungen. Hier ist den Michael B. Jordan, den zwei verschiedene Charaktere spielt, die aber absolut richtig transportiert gehen. Also hier kann ich wirklich eine ganz klare Trennung zwischen den zwei Männern, obwohl sie eben vom nämlichen Mann gespielt gesehen. Dann nochmal Hailee Steinfeld, was auch absolut gelungen ist. Und insgesamt der ganze Cast. Hier gibt es keinen Charakter, den aus der Reihe fällt. Alles mischt absolut Sinn. Alles funktioniert wie so Zahnräder, die an den Nähe greifen. Funktioniert der Film für mich absolut perfekt. Hier gibt sich endlich mal ein bisschen getraut, etwas zu machen, an eine Richtung zu gehen, die ein bisschen unkonventionell ist und Leute auch eben mit Genreänderungen eventuell können zu verschrecken. Ich hatte tatsächlich leider im Kino, die ab dem Horror-Deal
dann rausgegangen sind. Ich verstehe das, wenn ihn einfach immer einem Film gucken geht, die sich um Genre halen und das so durchziehen, da kann dann mal überfordernd sein, wenn ihn du sitzt an einem Film einfach mal kompletten Ton ändert. Ich fand es selbst ganz faszinierend, vor allem weil der Film 2 Stunden und 17 Minuten dauert, bleibt den Dummer dazu keiner Sekunde langweilig. Und griff mal ihn, bleibt nur die Credits sitzen oder während der Credits sitzen, weil der kriegt nach das ist nicht wirklich ein Post-Credit-Scene, das echt einen kleinen Aufschluss, den nach Geburt kriegt. Klingt Sahnehäubchen, was der Film nachher zum Schluss aufrundet. Keine Angst, der kriegt halt nicht irgendwie einen Teaser, dass es nach irgendwann einen zweiten Teil soll gehen. Nee, der Film geht einfach zum Schluss hin dann einfach ein schön aufgerundet und lässt den mit einem ziemlich guten Gefühl dann raus. Ryan Coogler hat für mich bewiesen, was für ein Art Kaliber und Regisseur der Mann ist und was den alles noch so bieten kann. Ich habe bei Creed schon extrem gut fand. Black Panther konnte ich nicht ganz nur vollziehen, für was das Oscar nominiert ist, bis auf den politischen Aspekt selbstverständlich. Aber ich fand, Ryan Coogler hat viel besser Sachen gemacht wie Black Panther und eben hier drinnen fällt dann eben Orlo Sinners. Wenn ihr also von der Mittelmäßigkeit am Kino aktuell genervt seht, dann ist das ein lode Moment, für an de Kino zu stürmen, an irgendwo Kino anzugucken, das ein bisschen aus der Reihe fällt. Von mir, da wäre eine absolute Empfehlung. Erzählt mir auch ganz gerne in den Kommentaren, wenn ihr dieser Film gefallen wird. Aber wenn ihr heute zu Mengen gebraddelt seid, irgendein Film abfällt, den auch so an die Thematik kein passen, wo ihr seht, den hat ganz viel mit Genre gespielt, dann erzählt mir da doch ganz gerne in den Kommentaren. Und in dem Sinne verabschiede ich mich auch schon und wünsche euch noch ganz viel Spaß am Kino mit Sinners. Ciao!